Jetzt wollen wir zugehen zu etlichen kurzen Erzählungen Peretzes, alle gewidmet die Themen von Freuen. Verschiedens. Und ich will euch noch ermahnen, in Anheben, wir haben geredet wegen Peretzen und sein Schaffen. Und ich habe gegeben ein Zitat von der Erzählung in Postwaggon. Will ich euch noch einmal ermahnen, wie Peretz schreibt und euch ermahnen, dem Sof von der Meise, wenn hat sich als Efter reden sie wegen zwei verschiedene Freuen. Und der Jid sagt so: Ach, wie, Sore, Chane, ich gedenk sicher, Sore. Ich pfleg sie rufen, Saruchna, ihr Namen will ich doch nicht vergessen, sagt der Jid. Der Narr bin ich gewesen. Ein jüdisch Weibel lebt so. Will ich mit euch jetzt lernen, eine kurze Erzählung, geschrieben im Jahr 1900. Und die Erzählung heißt Die Verstoßene. Ein ganzen Mai Regen und Kälte. Es hat sich gedacht, es wird schon kein rechter Sommer nicht sein. Es wird schon so frieren und netzen a ganze Zeit. Plötzlich, Erev Schwues, beweist sich die Sonne. Teures Licht, hat der Tate mit der stolzen Naches gesagt und genommen sich aussuchendem Ticken Schwues auf bei Nacht. Die Kopf dem heiligen Jontif verteidigt die Mame mit Fried und nimmt sich zum Puttergebäcks. Gerne Challe will ich euch backen, hat sie uns zugeworfen, Absurde. Und bald hat der ausgemischter Geschmack von Frischteig, Saffern, Zimmering und Nägelach, von verzuckert säuerlich Käse und zerloster Putter verfüllt die Stube. Meine jüngere Schwester Hanne hat geschwiegen. Sie sitzt beim Fenster über einen Roman. Sie liest aber nicht und guckt etwas unruhig in Gasse rein. Also ist sie schon. Die Mama ruft sie etliche Mal zu Hilfe. Sie antwortet nicht. Rund die Lipperlach spielt ein ironischer Schmeichel. Sie schweigt. Feule Sach, brummt die Mama. Bicher, Schmicher, was weiß sie von der Jontif? Der Tate mischt sich nicht. In Stubsachen mischt sich keinmal nicht rein. Hat derweil gefunden und abgesteuert dem Ticken Schwues und hat sich vor dem Bad zugelegt schlafen. Man wird doch auf sein bei Nacht. Und die Mama hört darüber auf zu brummen. Sie will den Taten nicht sterben. Sie hat mich mit der Wunk zugerufen, da langt ein paar Groschen und geheißen herausgehen kaufen Schaber, Grins heißt es, auf der Podlage, und kolliert Papier, auszuschneiden Räserlach zu die Fenster. Ein Gott weiß, es ist mir ein Schott gewesen, überzulassen die Stube mit dem Schüssel Smetane, dem verzuckerten Käse, und die Skarmitzlach mit Roschenkes. Aber allein kaufen, allein ausdingen und bezahlen für Grins und Papier ist mehr jetzt erhören. Und ich bin rausgelaufen von Stub. Und noch der Fried, eine schreckliche Schwursnacht. Hanne, meine Schwester, ist weg. Ich mit den Taten, sind wir gegangen, davenen. Die Mama hat sich vor Lichtbänchen zugelegt, eingedrimmelt. In Drimmel hat sie etwas auf Pfeif gehört, nicht gemacht sich davon. Und das ist von der Schwester Hanne gewesen ein Zeichen. Sie ist weg. Zu unser Feind weg. Und ausgeklippen hat sie Schwues, das Mann maßen teure Sehne. Alles geht vorbei.
Auf der Ort bleibt Glück und Unglück, das Gute, das Schlechte. Wir aber gehen weiter und weiter zum Ort, wo alles wird vergessen. Und vielleicht auf Sneidermond. Alles, was wir haben durchgelebt, bleibt liegen hinter uns, wie Steine auf den übergegangenen Weg, wie Matzeves, unter welcher wir haben in dem Gang unsere gute und schlechte Freund begraben. Aber Chanen kann ich nicht vergessen. Das Leben, zu welchem sie ist gelaufen, hat sie zurückgestoßen, von sich herausgeworfen. Geschwind hat ihr das gehoffte Glück verblüht und verwelkt. Von den ausgeholmten Blumen seien brennende Gedärme geworden. Zurückkommen hat sie nicht gekannt. Auf dem Weg ist gestanden das Gesetz, wie euch zwei Quorum, dem Tatens und der Mannesgeber. Wo ist sie? Jeden Schwuresabend beweist sie sich mir. Sie beweist sich von Gas, stellt sich beim Fenster. Sie hat Meure oder sie hat kein Schlitten nicht, in eine jüdische Stube reinzukommen. Mit weit aufgerissenen Augen guckt sie durch ein Fenster in die Stube rein und sieht mich einem allein. Der sieht mich und guckt auf mir mit Schreck, Nebach und Sorgen. Ich verstehe sie. Wo seien Sie? Fragt sie mit Schreck. Verzeihet es ihr Gebet. Und schuldig, sagt sie zornig, seid ihr. Was hab ich gewusst von euer blutigen Kampf mit jene? Du hast es gewusst, in Cheder gelernt. Meine Bücher haben mir davon kein Wort nicht gesagt. Bei euch in Stub hab ich ein fremd Leben gelebt. Ein fremd, schön ausgeträumt Leben. Ein Leben von Büchern heraus. Hab ich etwas verraten? Und etwas gefälscht? Ich hab nur Gelechale mit Saffern auf andere süß Gebäcks verbitten. Meißerlach von Zähnerenne auf Bücher. Trines auf Romanen. Ein bisschen Grins auf ein Potloge. Auf frei, frisch, grünem Wald und Feld. Das eng geduschene, verhammerte Leben auf Sonne und Blumen, auf Fried und Liebe. Und es ist nur ein Cholem gewesen. Hab ich gelitten. Aber euch hab ich nicht verraten. Ich hab euch nicht gekannt. Von eure Schmerzen nicht gewusst. Ihr habt mir von sich kein Wort nicht erzählt. Zu eure Säudes nicht erlost. Für was hat ihr mir von eurer Liebe nicht erzählt? Von eurer Liebe, was nährt sich von euer Blut? Für was hat ihr mit mir von eurer Schönheit, von eurer ewiger, blutiger Schönheit nicht geredet? Das Schöne, das Liebe, das Heuche, das schrecklich Heuche hat ihr in sich verschlossen, für euch Männer behalten. Von mir, von uns, was haben sich mit dem ganzen Fleisch und Blut, mit der ganzen Jugendkraft zum Leben gerissen. Von uns hat ihr verlangt Buttergebäcks, Gelechale mit Saffern. Uns hat ihr verstoßen. Also bessert sie sich. Soll sie mich bitten der, was es über die Völker und sehr verwickelte, blutige streiten. Wie stark
Poschet. Poschet, kurz, scharf, gezielt. Gezielt direkt in jüdischen Männerwelt. Die Unterdrückung von der jüdischen Frau, was man hat sie abgestoßen von jüdischen Leben, weil man hat sie nicht gelernt.